Sie ist gerade am Tisch gesessen und hat ihre Krottensuppe geschlafen. Wer ist da? Tür zu! Zucht! Wo sie statt dem Dach über ihrem Kopf den riesigen Drachen sieht, lässt sie einen furchtbaren Geiss ab, kumpelt mit einem Satz zum offenen Fenster raus und rennt hinterm Dach den Herdenberg ab. Der Miguelito hätte jetzt nur noch landen und in der Hütte den Ringo suchen. Er ist in der Tischschublade gelegen. Er schoppt den Ring in den Hosensack, steigt auf den Drachen und sagt: Hast du gesehen, wie die Hexe vor mir davon gerannt ist? Ja, und jetzt los, zurück ins Königsschloss. Wo der Miguelito der Prinzessin so gleich den Ring bringt, hat sie ihn schon freundlicher angeschaut. Danke. Ich muss sagen, das hast du gut gemacht. Aber jetzt solltest du mir noch 100 Eichen ausreissen, die vor meinem nördlichen Stadttor stehen. Sie stören mich dort. Bis morgen Abend hast du Zeit. Ja, von Herzen gern, Fräulein Prinzessin. Auf Wiedersehen! Der Miguelito hat mit dem Drachen in einer Felsenhöhle das erste Mal geschlafen. Und am nächsten Morgen hat er sich ein riesiges, dickes Seil besorgt. Und dem fliegt er mit seinem Drachen vor das nördliche Stadttor, bindet das eine Ende vom Strick um die grösste Eiche und das andere um den Schwanz vom Drachen und sagt: